Былыргы былжыктак жылым быралыер бырамаммындатыгыр уруккок сухулак жылым уларыер улагаттыгыр. Алжар хайдага аспы жылымаңа. Vor langer, langer Zeit erschufen die Ayi-Gottheiten die mittlere Welt, das Land der Menschen. Die Mutter Erde war geschaffen mit der aufgehenden Sonne, mit den Bäumen, deren Blätter, wenn sie fallen, sterben, und mit dem Klang des Wassers, aufbrausend und leiser werdend. Diese Erde ruhte auf dem großen Meer und war umgeben von Steinbergen. Bis zum Erscheinen der Menschen bekämpften die hellen Ayi-Gottheiten der oberen Welt mit Yöyung-A-Tuyun an der Spitze ihre uralten Feinde, die Abahe. Sehr lange gingen die Kämpfe, die mit Speeren und Fäusten ausgetragen wurden. Doch es gab keinen Sieger. Denn die Ayi und die Abahe waren unsterblich. Die Schlachten der Götter waren so schwer, dass sie den Himmelsbogen ins Schwanken brachten, die mittlere Welt aufwühlten und die untere Welt über ihren Rand trat. Von den Folgen ihrer Kämpfe aufgeschreckt, entschlossen sich die Gottheiten, miteinander zu reden und eine Abmachung zu schließen. Die zu Raub und Diebstahl vorherbestimmten Abahe der oberen Welt, zusammen mit ihrem Anführer, Ulutuya, Ulu Suron Toyon, was so viel heißt wie der Herr der großen, hochmütigen Raben und der auch der Beschützer der Schamanen ist, wurden fern von den Menschen am Südhimmel angesiedelt, wo sie auf der Rückseite der Wolken laufen. Und die lautlosen nächtlichen Räuber mit Pelzsohlen unter den Füßen, die Abahe der unteren Welt, mit Asandolai an der Spitze, wissend, dass die Menschen sie verfolgen werden, um sich zu rächen, erkannten, dass es in der Finsternis der unteren Welt den Menschen schwer würde, sie zu verfolgen. Und so entschlossen sie sich nach ihren Räubereien in die untere Welt zurückzuziehen. Die Häupter dieser drei Geschlechter aber, als da sind Odunbis, Chinggis Khan und Dülgatoyon, haben bei ihren Richtern, den Lenkern der Schicksale der Bewohner der drei Welten, geschworen, jeden zu bestrafen, der versuchen wird, die Achse der drei Welten ins Wanken zu bringen. Bei Yinggasir Toyon, der Frau des jüngeren Bruders des großen weißen Herrn, Yöyung-A Toyon, ist lange vor der Neumondesfrist ein Kind geboren worden. Lachend und schreiend kämpft er sich aus dem Leib seiner Mutter. So kommt der Held unseres Onho auf die Welt. Er zeigt sofort seinen ungestümen Charakter. Er schreit, er schlägt mit den Händen und Füßen und er droht, sich mit der ganzen Welt anzulegen. Die verängstigten Urahnen der drei Völker wenden sich so an die obersten Richter. Diese entscheiden, das Kleinkind in die untere Welt zu schicken, zu den drei Wiegen der alten Schamanen Bökçegör, Bögülüken. Singend sagt die Schamanin vorher: Schlage, würge, breche alle lebendigen Seelen der guten und schlechten Leute der mittleren Welt. Sie werden zu Staub, den der Wind verweht. Denn sie sieht vorher, dass der Neugeborene solche Kräfte besitzen wird, dass er die drei Welten und mit ihnen alles Lebendige vernichten kann. Die Wildheit des Neugeborenen verängstigt die Götter so sehr, dass sie beschließen, ihn mit einer Zauberschlinge an den achtkantigen Pfahl zu binden, der sich auf dem Eisenberg in der Höhe des weißen Himmels befindet. Dieses Kind wird in Zukunft der Beschützer der Menschen werden, Held mit dem Namen Nürgen Botur, der Ungestüme. Die Götter entscheiden weiter. Er wird nur losgebunden in Zeiten großen Unglücks in der mittleren Welt, um die Verursacher
des Unglücks zu strafen und zu vernichten. Die ersten Menschen, die die Götter aus der oberen in die mittlere Welt schickten, waren Sacha Sarin Tuyon sowie dessen Frau Sabiya Bai Khotun. Sie sind die Stammeltern der Jakuten. Daher heißen die Jakuten im Monocho auch Ayi al-Maha, was bedeutet die Verwandten der Ayi-Gottheiten. Als bei Sabiya Bai Khotun die Wehen einsetzen, ruft sie die Geburtsgöttin Ayhit an. Seit dieser Zeit wenden sich alle Gebärenden singend mit Bitte um Hilfe an Ayhit. Die Beschützerin aller Gebärenden steigt in Gestalt einer weißen Stute vom Rand des Himmels auf die Erde. Sabiya Bai Khotun entbindet Zwillinge, einen Jungen und ein Mädchen. Die Geburtsgöttin Ayhit singt zur Geburt den heiligen Algüs-Segen. Die Göttin wünscht den Neugeborenen Glück und Kinderreichtum. Den Jungen nennt sie Kündiribine, das Mädchen Tyarömer Kuo. Am dritten Tag nach der Geburt fliegt die Geburtsgöttin Ayhit in Gestalt einer weißen Stute auf einer weißen Wolke fort. Sabiya Bai Khotun ruft 12 Mädchen zusammen und veranstaltet ein festliches Gelage als Abschiedsritual für Ayhit. Die Kinder werden größer. Einmal singt Kündiribine, denn er sehnt sich nach Heldentaten. Der junge Recke ruft mit seinem Gesang die Helden der oberen und unteren Welt auf, sich mit ihm zu messen. Nach 3 Tagen erscheint daraufhin einer der gefährlichsten Abahe, die feuerspeiende, dreiköpfige Schlange Urd-Uhutaki. Urd-Uhutaki spottet und verhöhnt Kündiribine. Dann fordert Urd-Uhutaki Kündiribines Schwester Tyarömer Kuo zur Braut. Nach schnellem Kampf besiegt Urd-Uhutaki Kündiribine und nimmt Tyarömer Kuo an sich. Die Menschen beklagen sich beim Schutzgeist der Erde, An Alachin Khotun, über die Abahe der unteren Welt. Yöjün Atuyon befiehlt nun, Nürgen Botur den Ungestümen freizulassen. Nürgun soll zusammen mit seiner Schwester Aytalin Kur ins Güladüki-Tal in der mittleren Welt gebracht werden. Die Eltern entscheiden, ihre Tochter nicht alleine mit Nürgun Botur ziehen zu lassen. Damit sie nicht alleine ist, wenn Nürgun beschäftigt sein wird mit Kämpfen und Wanderungen, geben sie ihrer Tochter den jüngeren Sohn mit, Yöjün Ulan. Die ältere Tochter der Himmelsbewohner, die Schamanin Ayi Umsur-Udagan, befreit Nürgun und steigt mit ihm auf einer schwarzen Wolke in die mittlere Welt auf. Auch der ältere Bruder, Mülchü Behö, kommt auf einer schwarzen Wolke mit Yöjün Ulan und Aytalin Kuo in die mittlere Welt, ins Güladüki-Tal. Dort steht schon ein Haus für sie bereit. Bei ihrem Abschied singt die Schamanin Ayi Umsur-Udagan den Algüs-Segen. Sollte es Schwierigkeiten geben, verspricht sie zu helfen. Der von seinen Fesseln befreite Nürgun Botur beginnt sofort seine Kräfte zu testen.
Der Stein, den er schlägt, fängt an zu brennen. Von den Tritten seiner Füße beginnt die Erde zu summen. Ein schwerer Sturm zieht auf, der Felsen mit sich reißt, die dann in weiter Entfernung als Regen zu Boden fallen. Zufrieden mit seinen Fähigkeiten fängt der junge Held zu schlafen an und wacht erst nach 30 Tagen und Nächten wieder auf. Als er aufwacht, läuft er hungrig wie er ist in den Wald und singt dabei zum Schutzherrn der Tiger des Waldes und der Jagd, dem großen Bai Baenai. Der Beschützer der Jagd möge ihm doch ein Tier schenken, bittet er. Der fröhliche Schutzgeist Bai Baenai antwortet: Ich schenke dir so viel Wild, wie du fangen und so viel, wie du nach Hause tragen kannst. Njörgund schaut um sich und er sieht einen riesigen Elch auf ihn zulaufen, der ihn zum Kampf fordert. Njörgund, der noch gar keine Waffen hat, tötet den Elch mit einem Faustschlag auf den Kopf. Aus dem Fell des Elches macht er sich seine erste Kleidung. Dann trägt er das Fleisch nach Hause. Eines Morgens tritt Njörgund aus seinem Haus und sieht am Pferdepfahl ein Himmelspferd stehen, Chirachara. Er springt auf das Pferd, doch 30 Tage lang muss er es zurechtreiten, bis es ihn endlich als seinen ihm vorherbestimmten Herrn anerkennt. Auf dem Pferd nun reitet Njörgund zu Khitai Bachsilan, den Schmied. Khitai Bachsilan soll ihm Waffen schmieden und eine eiserne Rüstung. So, gerüstet und gewaffnet, stimmt Njörgund Botur ein Kriegslied an, dass er die feindlichen Abahe nicht schonen werde. Eines Morgens singt Njörgund Botur seinem Bruder von einem nächtlichen Traum. In der Gestalt eines weißen Kranichs flog zu ihm der Geist von Thyarima Kuo, der vorherbestimmten Braut von Jöjung Urlan. Sie weint und bittet um Hilfe. Und Jöjung Urlan zieht los, sie zu retten. Beim Wegreiten schaut Jöjung Urlan um sich. Dort sieht er den Geist der Heimaterde, Ichi An Alachin. Dieser macht ein Wahrsageritual mit einem Löffel. 3-mal wirft sie den Löffel. 3-mal fällt er mit der offenen Seite nach unten. Ein schlechtes Zeichen, es kündigt die Niederlage des Helden an. Unter Tränen sagt sie, dass Jöjung Urlan 3-mal sterben wird. Doch wird er auch 3-mal auferstehen und dann mit seiner Braut Thyarima Kuo glücklich werden. Nach diesen Worten gibt Ichi An Alachin dem jungen Helden von ihrer Brust zu trinken, ihm so Kraft schenkend für die Abenteuer, die ihm noch bevorstehen. Nach dem Wegritt des jungen Helden kommt ein Abahe in der Gestalt eines 8-beinigen Untieres aus der unteren Welt, der dreischattige Ehör Chabir. Er entführt Aitadin Kuo und verschwindet. Njörgund Botur springt auf sein Pferd und macht sich an die Verfolgung. In der unteren Welt angekommen, stoppt er am Feuermeer. Sein Pferd verlangt von ihm, sich gut festzuhalten, da sie jetzt über das Feuermeer fliegen werden. Auf der anderen Seite angekommen, verstecken sie sich und warten. Als Ehör Chabir ebenfalls ankommt, schlägt Njörgund die dreiköpfige 8-beinige Schlange nieder, auf der dieser angeritten kam. Er entwindet ihm Aitadin Kuo, verwandelt sie in einen kleinen Ball, den er im Ohr seines Pferdes versteckt,
und schickt dann sein Pferd zurück in die Heimat. Herr Chabir ist verärgert, dass er Aitalin Khuo nicht festhalten konnte. Er droht Njörgun. Die beiden verwickeln sich in einen langen Kampf. In seinem Verlauf wird die untere Welt zerstört. Der Herrscher der unteren Welt, Arsan Dualai, wendet sich nun an die Herrscher der oberen Himmel. Sie mögen ihm 3 Wächter schicken, die die beiden Kämpfer binden sollen, und sie dann zum heiligen Goldenen Berg schicken, dort, wo Mond und Sonne geboren werden. Der Herrscher des Schicksals stimmt zu und die 3 Wächter führen seinen Willen aus. Aber auch dort geht der zerstörerische Kampf weiter. Auf Bitten der Bewohner der 3 Welten befiehlt nun einer der Götter des Schicksals, den Kampf auf die Insel im Flammenmeer zu verlegen. Die entkräfteten Kämpfer rufen nun ihre Schwestern zu Hilfe. Die ältere Schamanenschwester Njörguns unterstützt ihren Bruder mit Ilger-Energie. Und Itik Haraidan, die Schamanenschwester Öhörs, wirft ihrem Bruder einen Brocken Blutes zu. Beide Kämpfer erholen sich schnell. Noch kräftiger als zuvor stürzt Öhör Chabir Njörgun mit dem Kopf nach unten ins Meer. Doch Ayi Umhur fängt ihn rechtzeitig mit ihrer Trommel auf. Dann schafft es Njörgun, Öhör in die untere Welt zu stürzen. Öhörs Schwester versucht auch noch, ihren Bruder mit der Trommel zu fangen. Doch Njörguns Schwester bläst ihr die Trommel weg. Öhör Chabir fällt ins Feuermeer und stirbt. Njörgun Botur verwandelt sich in einen Falken. Er steigt aus dem Abgrund empor, verabschiedet sich von Ayi Umhur Odagan und ruft sein Pferd. Als sein Pferd kommt, nimmt er aus dessen Ohr den Ball und seine Schwester verwandelt sich in ihre ursprüngliche Gestalt zurück. Njörgun verschließt den Eingang zur unteren Welt und begibt sich dann mit der Schwester nach Hause.